En onze serie, unge zieken wie wat dat meint, so gesonnen zu sein als Christus. Wir losen hier, wir sollen so, das sagt hier, weil nun Christus im Fleisch für uns gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Wir sollen so gesonnen sein als Christus wir. In 2 Vers 3 hat wir 1. Petrus Kapitel 4, Vers 9 betrachtet, wo das sagt, nehmt ihr ein Jas ab, Leibe aus Grenzen, wann die kommen. Und unsere Betrachtung hat 2 Hauptpunkte. Zuerst habe ich die biblische Bedienung vom Wort jasfreundlich gesagt. Und wir sagen, dass es von dem griechischen Wort Philoxenos kommt und meint, ein Freund für Fremden zu sein. Und obwohl wir vielen Menschen in unser Häuser anluden, euch die Jasfreundschaft wird bloß dann tun, wenn wir unsere Häuser für Fremde und die aufmerken, die wir noch nicht so gut kennen. Das wird uns immer scheinen, wenn wir keinen Freund anluden oder Familie anluden, aber wirklich, biblische Jasfreundschaft wird dann tun, wenn wir unsere deren aufmerken und unsere Horten aufmerken für Fremden. Und für uns ist das vielleicht eine fremde Gedanke, nicht? Dass wir die anluden, die wir noch nicht so gut kennen, aber das Krieg, was Jesus von uns verlangt. Und dann im zweiten Teil unserer Betrachtung werden wir daran erinnert, dass jeder gute Tut oder Tat, die wir tun, soll vom Herzen getan werden, als für Menschen, als für Gott, sagt die Bibel uns. So wir sollen so gesonnen sein als Christus wir. Was meint das für unseren Alltag? Wo Petrus sagt, wenn wir wieder lesen, dann Vers 10, ein jeder soll seine Guf, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Gouden zu dein, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnuden Guven treu amtet. So wir sollen wahrlich sein zu dein. Aber wo soll wir dein? Und mit den Guven, die wir von Gott gekriegt haben. Und Petrus erklärt, dass alle Christen jegliche Guven gekriegt haben. Und kriegen down. So was sind diese Guven? Well, wir fangen in Antwort in Römer Kapitel 12. Ich will einige Verse für uns aus Römer 12 lesen, weil wir Verse 6 bis 8 lesen, wer mitlesen will. Römer 12, Verse 6 bis 8. Römer 12, Vers 6. Paulus sagt, und wie es unsere Guven sich nur unterscheiden, als uns genug geschenken ist, weil wir die an jeder nur brücken, wann dort Predigen ist, dann nur als uns der Glauben geschenken ist, wann deinen, dann nur deinen, wann lehren, dann nur lehren, wann ermahnen, dann nur ermahnen, wann geben, dann rechtlich, wann andere verstehen, dann flietig, wer du eift mitlieden zu sein, soll dort mit Fried tun. Und der Post kriegt mit dem, was Petrus uns in Vers 11a sagt, 1. Petrus 4, Vers 11a, du so sagst, hey, wann wer redet, soll er so reden, als wenn er Gott seine Wirt redet, und wer du deint, soll dort an die Kraft tun, womit Gott am versorgt. So beide Paulus und Petrus erwähnen 2 Hauptsorten von Guven, nämlich Reden, Guven, so Predigen, so Lehren und Ungerechten und Ermahnen, und auch Dienstguven, so Geben, Mitlieden sein und Wunder tun. Das sind noch andere Dinge, die hier erwähnt werden. Aber das gibt uns ein bisschen einen Gedanke oder ein bisschen eine Idee, was von Guven wir kriegen können. Das gibt Redenguven und Dienstguven. Und Gott will die alle brücken. Und hat ein jeder Person dieselbe Guven. Wir sind verschieden. Wird manchmal vielleicht leichter gehen, wenn wir alle eben rein wären, nicht? No, wird nicht hoch so schein sein. Das wird nicht. Wir brücken einander, wir fehlen einander. Paulus sagt, in der Teig auch ihr lest, in Römer 12, und wie es unsere Guven sich nur unterscheiden, aus uns nur geschenken ist, weil wir die ein jeder nur brücken. Die unterscheiden sich. Und in 1. Korinther 12, 1. Korinther 12, und die Verse 4 bis 12, 1. Korinther 12, Vers 4, und so erklärt Paulus deutlich, woran dort verschiedene Guven gibt, woran wir so verschieden sind. Er sagt in Vers 4, 1. Korinther 12, du sind verschiedene Guven, aber du hast ein Geist. Du sind verschiedene Diensten, aber du hast ein Herr.
Du sind verschiedene Sorten von Kraft, aber du hast einen Gott, der alles an allen wirkt. Dort wird der Geist an jedem wirkt, als du zu gegeben, dort wird allen zum Nutzen dienen soll. Einem wird dort durch den Geist gegeben, an Weisheit zu reden. Einem anderen wird dort durch den selben Geist gegeben, Erkenntnis vor den Tag zu bringen. Einem anderen als der Glauben gegeben, durch den selben Geist. Einem anderen als der Gabe gegeben, zu heilen, durch den selben Geist. Einem anderen als der Kraft gegeben, Wunder zu tun. Einem anderen als gegeben, prophetisch zu reden. Einem anderen Geister zu unterscheiden. Einem anderen verschiedene Sprachen zu reden. Und einem anderen die Sprachen auszuleihen. Über all das wirkt ein in derselbe Geist und teilt einem jeden Donnertau aus Heidot will. So ist ein Körper ein ganzes ist, wann die auch viele Glieder haben, und all die Glieder, so viel es dort auch sind, ein Körper sind, so ist dort auch mit Christus und mit seiner Gemeinde. So als Körperteile verschiedene Funktionen haben und Rollen spielen in einem Körper, so wie als Christen sei verschieden. Und wirst du einzelnen Gaben und Fähigkeiten unterscheiden, dann brücken wir einander, um Gottes Werk auszuführen. Wenn wir kriegen Menschen geistliche Gaben, habe ich mal darüber gedacht? Sind wir mit der geboren? Oder kriegen wir die Leute da? Mit welchen Gaben sind wir geboren? Und viele würden sagen, wir sind mit der geboren, mit der geistlichen Gaben geboren. Und dort stammt dort Menschen, mit welchen Gaben und Fähigkeiten geboren sind. Zum Beispiel, jemand kann mit einem Ohr für Musik geboren worden, was ich nicht habe. Viele können singen und leicht Instrumente lernen. Und wir würden sagen, die haben ein Ear für Musik, nicht? Andere haben vielleicht oder sind mit logischem Denken geboren, wird dann anhalten der organisierte Plan zu merken und zu denken. Und andere sind mit offenen und freien Einstellungen geboren, wird an dann helfen, dann mit Menschen zu reden und mit Menschen zu kommen. Ich habe einen Bruder so steht, der kann mit allem reden und dort gleich am Emma. Ich sehe nicht so dort. Mit welchen Menschen ist es für mich ganz leicht zu kommen, andere Menschen wird schwanger. Aber so sehe ich anprogrammiert. Ein weiteres Beispiel könnte die Fähigkeit sein, mehrere Sprachen leicht zu verstehen und zu lernen. Ich kann auch so nicht. Die wurde sterben in Bolivien. Die sind vielleicht 10 Jahre in Bolivien nie gewesen und die können nu in Plattdeutsch predigen und auch in Spanisch predigen. Und als ich durch Hand trage, dann kann ich nicht Plattdeutsch verstehen und auch nicht Spanisch verstehen. So nu dat hij in die beide sprachen al predigen. Dat is een goed wat hij heeft. Hij kan ook in Englisch predigen, wanneer het fehlt, in Hochdeutsch predigen en in Russisch predigen, wanneer ik reis. So dat is een goed wat hij heeft. En God brukt zijn goeden zijn Recht wieder zu bühen. Und obwohl diese Dinge als Geschenke von Gott betrachtet worden können, und Fähigkeiten, die Gott brücken will, um seinen Königreich zu bühen, worden die meistens, diese Sorten Gaben meistens für selbstsüchtige Zwecke gebraucht, wie es die meisten Menschen nicht Gott dienen tun. Geistliche Gaben sind ein bisschen anders. Geistliche Gaben wurden vom Heiligen Geist gegeben, entweder nur der Erlösung oder der Heiligung. Gott wird bloß seine Kinder geistliche Gaben geben. Geistliche Gaben kann manchmal natürliche Gaben unterstützen oder stärken, aber sie kann auch zum Beispiel ängstliche Menschen, so Petrus, zum großen Leder schmieren, so nur Pfingsten. Und sie kann dolle Verfolger, so Saul, zu demutige Diener schmieren. So wie sein. Unsere geistliche Gaben wollen nicht immer unsere natürliche Gaben und Fähigkeiten unterstützen. Und manchmal wurden unsere Gaben geändert. Zum Beispiel, Gott weiß, was sein Recht fehlt. Und wenn weiße Menschen in einer kleineren Kirche schaffen, dann wird Gott manchmal Menschen mit mehreren verschiedenen geistlichen Gaben ausrüsten, damit Gottes Wort kann durchgeführt werden, nicht? Und getan wird.
gedun worden. Aber in gradere Kirchen wird vielleicht unterschluten, wo viele Menschen sind, vielleicht kriegen die Menschen weniger jährliche Guben, wenn es heival dort die Taubschafen sind, aus Körper Christi, nicht? So ist das. So Gott weiß, was sein Recht fehlt und was die verschiedenen Kirchen fehlen dann, wo immer die auch sind. Und er sitzt dort und er gibt uns dann Krieg dort, was fehlen wird, seinen Willen auszuführen. Merkt das Sens, ja? Ist das klar? Er weiß, was fehlen wird und er hat die Guben, die er uns geben will, seinen Recht und seinen Willen zu tun. So, nu dort wir weiten dann, was jährliche Guben sind, wo wir zwei Gründe betrachten, für woran Gott seine Kinder Guben gibt. So, wir fangen an den ersten Grund in Vers 10 von unserem Text. 1. Petrus 4, Vers 10. Petrus schreibt, ein jeder soll seine Guve, die er gekriegt hat, brücken, den Nächsten zum Guten zu dienen, als ein Verwalter, der mit Gott seine Gnadenguven treu angeht. So Gott hat uns diese Guven ut Gnade gegeben, einander zu dienen, nicht uns selbst zu verherrlichen. Das ist, einander zu dienen. Das ist, was er will. Und das geht auch auf verschiedene Wege zu verstehen. Erstens soll wir unsere Guven brauchen, für die Bedürfnisse unserer Mitchristen in der Gemeinde zu sorgen. An 1. Korinther 12, Vers 7, ich glaube, ich habe das auch für uns gelesen, so sagt Paulus, dort wird jetzt an jedem Werk, als du zu gegeben, dort allen zum Nutzen deinen soll. Wenn Gott uns Redenguven gegeben hat, zu predigen, zu lehren, zu unterrichten und so weiter, würden wir die Guven nicht brücken sollen? Ist das nicht so dort? Wo wird eine so eine Guven aus der eine Kirche brücken können? Hier hängen, nicht? Vielleicht die Prediger wird halten, wenn manchmal fehlen wird. Das wird sehr geschah sein. Oder zum Beispiel eine Sonntagsschule mithelfen, wo die Kinder sind oder wo die Jugendlichen sind. Oder wenn wir am Meldweg taub kommen dann und die Bibelbetrachtung durchnehmen dann. Bitte die Kirche. Kann einer so eine Reden geben, auch bitte die Kirche gebrauchen? Wir haben ein Beispiel. Krieg. Menschen ermutigen und abbühen, nicht? In Motto sprechen oder Gottes Wort verbreiten oder andere helfen, Gottes Wort besser zu verstehen. Einer kann diese Guven an die Kirche bringen und auch bitte die Kirche. Und dann gibt es Dienstguven und die können auch an die Kirche und bitte die Kirche gebraucht werden, indem wir unsere Augen und Ohren für die jährlichen und physischen Bedürfnisse anderer abhalten. Oder indem wir bereit sind, Kirchaktivitäten zu organisieren und zu leiten. Oder indem wir uns wahrlich stellen, eine Kirchmatte haben, wo immer halb fehlen wird. Wenn es eine Kirche fehlen wird, dann durch mit helfen. Wenn es vielleicht fehlen wird, zu helfen mit Abriemen und Reden, dann durch antworten und mithelfen. Und das gibt so viele verschiedene Dinge, die wir für Gott tun können, wo wir unsere Guven, die Gott uns gegeben hat, brauchen können, seinen Recht wieder zu bühen. Ein Schreiber erklärt, jeder Christ ist begabt, zu dienen. Verwalter sind dafür verantwortlich, ihre Guven für den Meister zu brauchen. Wo würde es sein, wenn wir Arbeiter unter uns haben und die dann alles geben, was an fehlen wird, ihre Arbeit zu tun? Die haben die rechten Tools, die haben alles, was anfehlen wird. Geld genug, dort zu tun. Und dann vor wie war ich, in welchen Hand, dass sie damit schaffen sollen. Und dort waren einer dann 3 erst, dort dann fertig ist. Und dann wie 3 kommen dann hast du nicht getan worden. Wo würden wir feilen? Mit euch schmerzt nicht, was wird. Und dort wird so viel ungefähr nachgetan. Gott gibt uns die Guven, die wir fehlen, sie kann nicht recht zu bühen. Und dann, ein Tag wird der kommen
Entweder hij wird zurückkommen, Jesus wird zurückkommen, oder hij wird ans nach Haus rufen, und dann wird hij weiterbauen. Komm, was hast du nu damit getan, was ich dir gegeben habe? Ich will das sein. Was hij ook euch schmerzt sein? Dat is de vrouw die we ons als van Elsie Marius vrouwen willen en nu zijn willen. We sollen zoals de Körperteile Christi taub schaffen en erkennen, dat we niet alle datzelfde doen können. Und Paulus sagt in 1. Korinther 12, Verse 17 und 18, wenn der ganze Körper ein Uhr wäre, wo wir das Hirn blieben, und wenn der ganze Körper Uhr wäre, wo soll einer retten können? Aber nu hat Gott dort mit den Gliedern am Körper so taub gestellt, als er dort für Gott befangen hat. So wir sind einander dienen. Und der zweite Weg, wo wir einander mit unseren Gowen dienen können, ist, um den Missionsbefehl auszuführen, in der Gemeinde Christi zu bauen. So Gott schenkt uns Gowen, wie es will, dass wir durch gute Verwalter und treue Verwalter werden, und diese Gowen investieren, um Frucht für sein Reich zu produzieren. Ein sehr deutliches Bild davon finden wir in Jesu Gleichnis von unvertrüdet Geld. Da finden wir in Matthäus 25. In einem Gleichnis gibt der Meister seine 3 Diener verschiedene Samen Geld. Er gibt den ersten 5 Bieter Gold, dann den zweiten 2 und dem dritten 1. Und jedem du nur als er am Stand wird zu hantieren. Und über diese wird lesen, wie so leicht, nicht? Gott weiß, was wir tun können. Er wird uns nicht mehr geben, als was wir damit tun können. So, er weiß, was uns fehlt, er weiß, was wir tun können. Und dann gibt er uns Krieg dort, so dass wir keine Ausrede haben, die Gube nicht zu brauchen. So, er gibt an jeder, du nur, als er imstande wird, zu hantieren, und dann fuhr der Meister weg. Und sie sollen diese Talente oder diese Bieter Gold für ihren Meister investieren, damit er Leute Gewinns davon kriegen können. Und der erste bedeuten so, und können ihre Samen Geld verdoppeln, und dafür sei fern, der Meister wir sei froh und dankbar darüber. Und dann der dritte wird über beleidigt. Und der schämt sich. Woran schämt er sich? Ja, Leute würde sich sehr schämen, wenn der Meister erst über 3 Jahren und nichts getan hat. Aber der hat sich nach vor dem geschämt. Dass er mal ein bisschen Gold gekriegt hat, nicht? Der wir so sehr zwei beleidigt, dass Gott oder sein Meister am nicht mehr als dort gibt. Und wie er sich so beleidigt fühlt, an der Stelle, wo er mit tun hat, sein Geld begruft. Und dort hat seinen Meister Luther sehr geäußert. Und manchmal denken wir, dass der Guf oder der Guven, die Gott uns anvertraut hat, nicht so wichtig als andere ihre sind. Und doch sei wir in diesem Gleichnis, dass Gott von all seinen Kindern die seine Anstrengung verlangt. Dass sie dort investieren, was angegeben wird. Jeder Guf ist wichtig zu Gott und er will jeden dazu benutzen, um Horten und Seilen für seinen Königreich zu gewinnen. So, er verlangt die seine Anstrengung von uns allen. Kriegen dann, was er uns gegeben hat, ob 1 Biet Gold, 2 Bieter, 3 Bieter. Die seine Anstrengung. Wenn wir uns Geld, was immer er uns gegeben hat, verdoppelten, dann, das ist der Multufel, nicht? Mal 2. Kriegen dort, was von dem Geld wir haben, was wir haben, wenn wir dort mal 2 dann haben wir Leute 2-mal so viel, nicht? Ob 1 Biet oder 2 oder 3. Das ist die seine Anstrengung. Das ist, was Gott will. Und das haben wir alle tun. So, woran noch gibt Gott seine Kinder jährliche Gaben, um Gott zu verherrlichen? Ein Ende zu dienen, erstens. Zweitens, um Gott zu verherrlichen. Petrus schreibt in Vers 11, 1. Petrus 4, Vers 11, wenn wer redet, dann soll er so reden, als wenn er Gott seine Wird redet. Wer dort dient, soll dort an die Kraft tun, womit Gott am versorgt, so dass Gott an allem durch Jesus Christus gelobt wird, dem alle Macht in Herrlichkeit und Ewigkeit gehört. Wo kann wir Gott durch unsere Gaben verherrlichen? Wo können wir das tun?
Wer Lüder, sorry? They down? Erstens, ja, absolut. Erstens, gehorsam sein und they down. Ja, das Wort für Gott down. Noch Wort? Wer hat noch eine Antwort? Ja, dat we krijgt dat dan wat voor ons ligt. En uit ons zelf, wat schafft dat? Wer wil dat dan durch ons, wat we doen zullen? De Heilige Geest wil dat dan. Is het niet interessant? So, eerstens geeft God ons alles wat ons fehlt. Hij geeft ons al die Gaven. En dan zegt hij, oké, en ik wil dat doen. Aber jemand mij looten dat doen. En wanneer ik dat daarheen doe, dan wil ik alle eer krijgen. Dan worden andere mensen zijn kan, maar dit wat jij gedaan hebt, dat heeft hij niet gedaan. Dat is allmählich, ik kan aan. Die kunnen dat niet. Die kan dat niet, uit zichzelf. Dit heeft God geschaffen. Hij geeft ons alles wat ons fehlt, für ihn zu schaffen. Wir lesen erst in 1. Korinther 12, Vers 6. Du sind verschiedene Sorten von Kraft, aber du hast ein Gott, der alles an allen wirkt. Wir haben verschiedene Gaben, aber Gott ist der da uns schaffen wird. Und dort haben wir alle rein. Dort ist Gott. Kriegst du aus Gott jegliche Frucht am Leben seiner Kinder trägt, wirkt er auch durch die Gaben, die er uns gibt. Und bloß wenn der Geist durch uns schaffen wird, da wir Wort, was einen ewigen Wert haben. Und wenn wir proben, liebe Geschwister, dort zu tun, oder die Worte Gottes zu tun, allein mit uns selbst, mit unseren Fähigkeiten, in uns Kraft und so weiter, dann ist Gott nicht bloß unzufrieden mit uns, sondern wir riskieren, stolz zu werden, der Eva. Wir haben das durch uns selbst getan. Mit uns selbst getan. Und dann wollen wir immer proben, dass der ihr wahre Träne ans kommt. So sind wir als Menschen. Wenn wir was in uns selbst tun, dann gleich wir das sagen, wenn andere uns loben tun. Aber wenn wir das klar haben, dass Gott durch uns das getan hat, dann erstens ist es all zu sein, dass er das getan hat. Und zweitens, wo wir kurz an, dass er der ihr dafür kriegen soll. Und Paulus warnt die Römer von Krieg dort in Kapitel 12, Römer 12, Vers 3. Durch die Gnade, die mir gegeben ist, sei ergönt. Ein jeder einem denkt von jüd nicht mehr, als die wirklich sind. Aber schatz jüd du nur auf, als Gott jüd Glauben geschenkt hat. Das soll auch gesagt werden, dass wenn wir wirklich Gott mit den Gaben verherrlichen werden, die er uns gibt oder gibt, dann müssen wir alle ihr und Lob Gott geben, für dort, was er durch uns tut. Wenn wir an jemanden denken, der sein Leben gibt, ein Diener zu sein, finden wir kein besseres Beispiel als Jesus Christus selbst. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, Matthäus Kapitel 20, Vers 28, wie es die Menschen sehen, kein auch nicht sich bedienen zu luten, aber zu dienen, in sein Leben Hand zu geben, Fehler loszuhalten. Jesus weiß nicht bloß durch seine Worte und Taten, wo dort dein Leben sitzt. Er erinnerte auch seine Nachfolger immer weiter daran, dort sein größter Wunsch wir seinem Vater zu verherrlichen und auch seinen Willen zu tun. Er sagt zum Beispiel in Johannes 7, Vers 18, wer von sich selbst redet, siegt seine eigene Ehe. Wer über dem seine Ehe siegt, der am geschickt hat, der ist wahrhaftig und an dem ist keine Eierreichtigkeit. Und wenn die sehen, Gott ist den Vater durch alles, was er tut und sieht, verherrlichen will, wo viel mehr soll wir nicht? Wo viel mehr soll wir nicht? Als Kinder Gottes unterscheiden wir uns an den Gaben, die Gott uns durch seinen Jesus anvertraut hat. Aber an das sind wir alle überein. Gott will all unsere Gaben brauchen, sein Recht zu bauen und sich selbst zu verherrlichen. Wir sollen niemals denken, dass andere an Gottes Recht wichtiger sind als wir. Das stimmt lang nicht. Gott weiß, woran er uns die Gaben gibt.
die wir von der haben. Er hat einen wunderbaren Plan bereit, die zu brücken. Was er von uns verlangt, als deine Anstellung zu haben. Er will, dass wir erkennen, dass ein Christus-ähnliches Leben ein deiner Leben ist. So gesandt zu sein, als Christus wir, dann machten wir dein. Jesus kam, um zu dein, und er ruft uns zum Dienst. Weil wir niemals denken, dass wir was nicht tun können, wozu Gott uns berufen hat, dass es niemals durch unsere Kraft, dass er was tut. Nee, Gott selbst will durch uns schaffen, und wenn dort Gottes Kraft ist, dann wird er immer Krieg dort tun können, was er tun will. Und dann wird er immer dafür gelobt werden und verherrlicht werden. Das hat mit Gott zu tun. Was Gott von uns will, ist, dass wir uns in Gottes hängen, als demütige Werkzeuge in Bereitschaft handeln. Er will uns als seine Tools brauchen. Und Tools waren nicht verherrlicht. Tools wurden gebraucht, um was zu tun. Das ist nicht einmal leicht, weil wir sagen, dass andere Menschen mehr tun für Gott, als was wir können. Aber Gott verlangt von uns, dass wir dieselbe Anstrengung brauchen. Dass wir alles geben, um Gott zu verherrlichen und seinen Willen zu tun. Gott will durch uns alle schaffen. Das ist, was er sagt in seinem Wort. Wo sind wir gesonnen, weil wir so gesonnen sind, als Christus wir. Amen.